So, welcome everybody to the Double X Rider. Wie ihr gesehen habt, haben wir alle 4 Phasen von dem wunderschönen Phaser-Projekt abschliessen. Und der Dörf ist halt noch nicht fertig. Obwohl alle 4 Phasen durch sind, aber es fehlen Kleinigkeiten, Sachen, die ich halt unterwegs gemerkt habe. Das könnten wir verbessern, das könnten wir anders machen. Darum werden wir weiter noch am Dörf ein bisschen umbauen. Aber wir können jetzt auch gleichzeitig Motovloggen und andere Sachen machen. Die muss jetzt nicht die ganze Zeit in der Garage stehen. Ja, wird lustig. Also, der heutige Task ist das da, die Teile da entfernen. Seht ihr das? Das ist irgendwie voll nicht schön. Ihr habt es vielleicht bei den schönen Aufnahmen gesehen, die ich gemacht habe. Das sticht einfach raus, das sieht irgendwie einfach nicht schön. Darum werden wir das Viertel wegnehmen und schauen, was wir da machen können, um das richtig schön umbauen. Für das nehmen wir schnell den Sitz weg. Und jetzt noch mal kurz erklärt, ohne die ganzen Plastikteile. Also um das können so schön schneiden, so dass es bündig mit dem Bremslicht ist, müssten wir sozusagen ab da schneiden und all die Sachen, die da drinnen sind, halt relocaten und irgendwo da an platzieren. Ja. Weil ich meine, es sieht wirklich nicht schön, dass da einfach das Teil so raus schaut. So, jetzt sieht es definitiv ein bisschen anders aus. Das war gar kein Problem, den rauszunehmen. Den könnten wir eigentlich auch gerade da hin tun oder irgendwie platzieren. Aber der nächste Major Problem, das ich merke, ist, dass das kann ich nicht wegschneiden, weil die halt wichtig sind da. Darum, was wir machen könnten, ist die so lassen und wirklich versuchen, so eine Art von Schnitt zu machen. Und die da wegnehmen, I don't know. Weil das ist ja die Kiste, die raus schaut. Nicht der Plastik da raus, sondern der ist der raus schaut. Darum wäre die Idee gewesen, ich tue alles da schön schneiden, aber die 2 müssen dranbleiben. Point of no return. Ich habe entschieden, ich tue ihn da schön so schneiden, zack. Und dann hat es da, wie ihr seht, so eine Art Linie. Die tue ich nachher so quer schneiden und dann tue ich da fühlen mit dem. Ich habe Material. Ich zeige es euch jetzt demnächst. Aber die wir anfangen da schneiden. Also, das sieht jetzt so aus. Ich habe das so gut wie möglich geschnitten. Und jetzt muss ich halt mit Sandpapier alles schön machen und dann we will see. Aber so darf ich nicht heimkommen. So sehr schlimm ist es auch nicht. Zum Arbeiten habe ich da zwei Platten. Die eine ist aus Gummi, nicht Gummi, sondern Plastik. Da kann man gut verbeugen, da kann man gut
damit arbeiten. Ich weiss es jetzt einfach nicht, wie resistent das Ganze ist mit dem Unwetter und so. Und als erste Option sehe ich jetzt gerade eine ganz kleine Metallplatte. Das ist aus Aluminium. Machst du das? Ja, mit der habe ich schon mal gearbeitet. Mit der habe ich auch den Tacho vorne gemacht, Tachohalter. Und ich glaube jetzt als Schildhalter würde das auch gehen. Hoffe ich. Wir haben dann auch da verschiedene Stellen, um das Zeug zu halten. Beim Tacho vorne ist es so unstabil, weil es wirklich nur auf zwei da hinten dran befestigt sind. Aber da hätten wir die zwei da und da würde ich nochmal zwei hin tun. So haben wir 4 Stellen, um es festzuhalten. Und ich hoffe, das sieht nachher wirklich schön aus, weil ja, das kommt gut. Aber bevor ich es vergesse, anstatt direkt mit der Aluminiumplatte zu arbeiten, mache ich mir ein Muster mit dem Karton, um ein Muster zu haben und nachher direkt zu dieser Aluminiumplatte. Okay, nach sehr vielen Stunden habe ich endlich mal die Löcher gemacht. Das ist alles gebohrt, das ist alles gemacht. Ich habe noch das da gekauft. Das ist für zwischen der Metallplatte und der Gummi, so dass es ein bisschen wasserdicht wird. Ja, let's see. Das sieht nicht einmal so schlecht aus. Schau mal, das ist schon mal etwas anderes. He? Jetzt muss man nur noch testen. Das sind alle Kabel. Ich habe es noch momentan provisorisch mit dem Kabelbinder dahinter gesteckt. Machen wir noch kurz einen Test. Come on. Alright. Bremsleuchte leuchtet. Okay, wenn ich da bremse, mit dem da. Ja, bremst. Super. Blinker. Da linker Blinker. Und rechter Blinker. Super. Look at that. Look at that. Ja, ich bin zufrieden. Momentan, es ist ganz okay. Ich bin zufrieden. Es hat noch Verbesserungspotenzial, aber ich bin zufrieden. Ich würde das noch gerne schwarz lackieren, aber ich habe irgendwie voll keine Zeit für das. Das bleibt eine Zeit lang so, bis ich wieder ein bisschen Zeit habe zum Umbauen. Und dann werden wir alles schön picobello schwarz lackieren lassen. Schau mal. Jetzt muss gerade das Auto kommen. So, nochmal. Na, wie sieht das aus? Ich glaube, so schlecht haben wir es auch nicht gemacht, gell? Hey, es war mega schön mit euch, wie immer. Es tut gut, wieder Motovloggen, oder besser gesagt Umbauvloggen. Hey, wir sehen uns bis nächstes Mal. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. So, welcome everybody to their Swiss Moto.
So, welcome everybody to Der Swiss Moto. So, welcome everybody to Der Swiss Moto. So, welcome everybody to Der Swiss Moto.